Potem, ko je nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier včeraj stranke pozval, naj bodo pripravljene sprejemati kompromise in sporočil, da vsaj zaenkrat, če ne namerava razpisati novih volitev, je svoje mnenje glede reševanja politične krize podala še nemška kanclerka Angela Merkel. Ena izmed možnosti je tudi oblikovanje manjšinske vlade, ki pa ji Merklova ni naklonjena. Der Weg der Minderheitenregierung ist für ein stabiles Land, für ein Land, das so viele Aufgaben auch zu bewältigen hat, sicherlich einer, den man sehr, sehr genau überlegen will. Ich will heute nicht und niemals sagen, aber ich bin sehr skeptisch und glaube, dass dann Neuwahlen der bessere Weg werden. Ich will allerdings auch sagen, die Wählerinnen und Wähler haben uns einen Auftrag gegeben. Und wir hatten eine solche Situation noch nicht und deshalb habe ich die Worte des Bundespräsidenten heute sehr aufmerksam vernommen. Ker tudi oblikovanje velike koalicije s stranko SDP ni verjetno, je Merklova najbolj naklonjena novim volitvam. O odstopu s položaja predsednice stranke krščanskih demokratov ne razmišlja. Ich habe im Wahlkampf immer gesagt, ich bin bereit, Deutschland weitere 4 Jahre zu dienen. Jetzt hat dieser Versuch der Regierungsbildung konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Aber das ist nicht der Grund für mich, jetzt zu sagen, ich gehe von meinem Versprechen ab. Predčasne volitve bi na novo premešale karte in odprle možnosti za sklepanje novih zavezništev, ki bi lahko pripeljala do stabilne vlade in končala nemško politično krizo. Und ich sage nochmal, die Wahlen unterscheiden sich ja und kein Mensch könnte wissen, wie ein neuer Wahlkampf aussieht. Denn wir haben zum Beispiel eine ganz andere Situation zwischen CDU und CSU. Wir haben jetzt alle sozusagen Unterschiede überwunden. Wir haben eine gemeinsame Position zu dem Thema Migration, was ja nun wirklich die Menschen umtreibt mit den Fragen Integration, mit den Fragen der Steuerung. Und insofern ist das eine Ausgangsbasis, die aus meiner Sicht jedenfalls sehr fundiert ist. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, kot rečeno, zaenkrat ne razmišlja o razpisu predčasnih volitev in se bo v prihodnjih dneh srečal z voditelji strank, ki so sodelovali na koalicijskih pogovorih. Analitiki kljub vsemu ocenjujejo, da bodo nemško politično krizo najverjetneje reševali volivci, ki se bodo znova podali na volišča.